PlayStation. Und somit herzlich willkommen zum weiteren, kleineren oder vielleicht auch ein bisschen längeren Projekt. Und zwar Gran Turismo 1. Und ich muss euch gerade schon vorwarnen, ich habe das Spiel nie gespielt. Ich habe es mal kurz angespielt, um zu schauen, was ich mich ungefähr könnte erwarten. Und wir tun jetzt da mal noch ein kleines Intro laufen lassen. Also sind ein bisschen nachsichtig bei dem Let's Play mit mir, weil ich weiss, dass die Führung ziemlich verwirrend kann sein. Da weiss ich, weil ich Gran Turismo 3 und 4 auf der PlayStation 2, glaube ich, sind dort mal beide gewesen. Die habe ich gespielt und ich bin dort am Anfang auch ein bisschen verwirrt gewesen, am Anfang, bis ich mal ein bisschen in der Steuerung drin war. Das Intro können wir da mal noch ein bisschen laufen lassen, weil die Intros bei den PlayStation 1 Spielen meistens viel besser ausgesehen, wie das nachher eigentlich auch gewesen sind. Und die Ruckler da, die gehören halt ein bisschen dazu, weil das ist jedes Mal, wenn er wieder etwas mal laden ab der Disk, da ist halt PlayStation 1 und PlayStation 2 nachher auch so gewesen. Ich sage so, die Filmfrequenzen, die mal da drin sind, die haben ungefähr dem späteren Standard von der PlayStation 2 entsprochen, grafikmäßig. Und das Original ist natürlich meistens eher ein bisschen schlechter gewesen. Wir spielen auch ab der PlayStation 2 ab, weil die habe ich auch noch angeschlossen gehabt. Darum habe ich gedacht, dann würde sich da Let's Play eigentlich gerade auch noch anbieten. Und ich hoffe auch nicht, dass allzu lange braucht. Wir werden jetzt Gran Turismo, The Wheel Driving Simulator. Eben weil ich die PlayStation 2 gerade noch angeschlossen hatte, habe ich gedacht, dann würde sich das gerade auch noch anbieten. Wir werden sicher nicht zu 100% durchspielen, gerade mit den Lizenzen und so werde ich mit meinem Preis natürlich mehr als zufrieden geben. Und dann tun wir das Intro mal noch ein bisschen überspringen. Wir spielen natürlich auf Deutsch und wir spielen Gran Turismo. Die Ladezeiten, die sind auch nicht wirklich kurz gewesen, aber kürzer wieder teilweise das heute sind. Und dann müssten wir eigentlich da mit den Lizenzen anfangen am besten. Und dann tun wir doch mal schauen, wie gut das uns da wird gelingen in der ersten Folge. Hoffen wir, dass uns da einigermaßen so wird ab der Hand gehen, wie ich es hoffe. Ich werde da ungefähr so handhaben, dass wir im ersten Versuch, zweiten Versuch, also sagen wir, wenn wir es am zweiten Versuch schaffen, dann lasse ich es rein, und wenn wir mehrere Versuche bräuchten, dann werde ich das Ganze dann ein bisschen zusammenschneiden. Dass für euch ein bisschen weniger langweilig ist zum Zuschauen, wie ihr das schon wird sein. Wir haben bestanden. Das wäre schon mal schön. Und ich habe jetzt natürlich das Ziel nicht vorgelesen. Was ein bisschen schade ist. Und dann dürften wir die Übung 2 machen. Beschleunigen. Beschleunigen Sie vom Ziel aus und bringen Sie den Wagen innerhalb des Zielbereichs in 1000 Metern Entfernung zum Stillstand. Zeitlimit beträgt 27 Sekunden. Ja, ich tue am liebsten halt automatisch schalten. Ich habe zwar ein handgeschaltetes Auto selber, aber bei Computerspielen habe ich doch lieber automatisch geschaltete Auto. Ist einfach Bequemlichkeit. Man sieht, das Auto hat ein bisschen mehr Beschleunigung, also das heisst, da müssen wir wahrscheinlich eher ein bisschen früher bremsen. Also das ist schon schwach gewesen. Durchgefallen. Beliebige Taste drücken. Müssen wir da halt nochmal probieren.
So ein Seich. Eben wie gesagt, ich bin eigentlich fast Newbie, wir spielen da fast blind. Gut, jetzt die erste Lizenz habe ich schon mal gemacht. Ich wollte mal anschauen, wie das Spiel so ist. Ist da nicht ganz Neuland, aber ich bin halt nicht kein Profispieler, aber da wissen wir ja auch. Und dann haben wir beim zweiten Mal wenigstens bestanden. Und dann hätten wir zur Übungslauf 3 Kurvengrundlagen. Nein, da habe ich nicht wollen. Dann Seich gedruckt, in dem Fall. Nein. Nein. Jetzt nochmal ein Seich gedruckt. Doch, einmal haben wir gedruckt, he? Nein, wir möchten jetzt 3 machen da. Beschleunigen Sie von Start. Nehmen Sie die erste Kurve und fahren Sie durch das Ziel. Zeitlimit 30 Sekunden. Gut. Schauen wir mal, ob wir das können. Ist gar nicht reingelegen. Nur Bronze, aber da ist mir egal. Dann kommt die Übung 4. Da ist glaube ich wieder das gleiche. Einfach ein bisschen weniger Zeit und ein bisschen ein schnelleres Auto. 26 Sekunden. Ja, und die gleiche Anforderung. Auch geschafft, sogar in Silber ausnahmsweise. Und dann haben wir Kurve Grundlage 3. Dann wäre da wahrscheinlich nochmal das gleiche mit nochmal ein bisschen mehr schnelleren Auto und nochmal ein bisschen weniger Zeit, vermutlich 25 Sekunden mit dem Mitsubishi GT. Ja, dann da noch ein bisschen mehr Leistung. Da haben wir Gapfel schon mal verhauen. Durchgefallen. Nochmal probieren. Auf der PC ist nice bei dem Spielen. Ich konnte noch nicht mit Joystick spielen. Vater für uns müssen spielen. Das wäre im zweiten Versuch in dem Fall auch gegangen. Dann Mehrfachkurvengrundlagen, da wird etwas Ähnliches sein, einfach mit mehreren Kurven. Beschleunigen Sie vom Start und fahren Sie durch die S-Kurve bis ins Ziel. Zeit 28 Sekunden.
so halb reingelegen. Ja, nur auf Straße halt. Und dann kann ich im Grundlage mir einfach Kurve 2, auch wieder wahrscheinlich noch mit einem bisschen schnelleren Auto, vermute ich mal. 27 Sekunden. Hätten wir bestanden. Und dann kommt noch der letzte, und zwar Test für die B-Lizenz. Und da haben wir... Das ist ein Zeitrennen auf der vollen Strecke des High-Speed-Wings. Starten Sie aus der Parkposition und fahren Sie eine Runde der Strecke. Das Testfahrzeug ist ein Mazda. Fazit, ja, das Zeitlimit beträgt 1 Minute und 22 Sekunden. Schauen wir doch, wie wir das auch anbringen. Der Sound ist natürlich auch geil gewesen, da bei dem Spiel immer, das es drin hat. Zwischendurch mal ein bisschen Rock, dann wieder mal ein bisschen Trance oder Techno-mäßig. Gefällt mir natürlich, wird aber wahrscheinlich auch dann wieder Urheberrechtsverletzungen geben, vermute ich jetzt einfach mal. Aber das wird sich ja dann zeigen, weil dann mal ein paar Folgen oben sind. Was ich komisch finde, ist, dass wir keine Karte haben. Streckenverlauf. Aber das hat funktioniert. Zwar auch noch mit Straße, aber Hauptsache wir haben die hohe Lizenz bekommen. Weil jetzt haben wir B-Lizenz. Das heisst, wir können die ersten Rennen fahren. Jedoch sollten wir, glaube ich, vorher noch ein Auto kaufen. Das ist zumindest mal bei der alten Gran Turismos auch so gewesen. Wir können jetzt die A-Lizenz probieren, aber ich glaube, die lassen wir mal aus, weil wir möchten doch gleich einmal noch ein Rennen sehen. Und ich bin halt ein bisschen ein Fan von den japanischen Autos. Und ich glaube, wir stellen einfach gerade mal Mirage kaufen da. Und dann mal schauen, wie das uns da im ersten Cup, Sunday Cup 3 Rennen, wie es uns denn da wird ergehen. Weil am Anfang müssen wir ein bisschen Geld sammeln. Okay, Rennen starten kann ich nicht. In dem Fall müssen wir halt Qualifikation starten. Schauen wir mal, ob man da überhaupt eine Chance hat. Aber dann jetzt wenigstens die Strecke eingeblendet.
da am linken Ecke unten. Das ist schon mal ab der Strecke gekommen. Sicher nicht schön. Nochmal ab der Strecke gekommen. Auch nicht so schön. Für immer gute Musik. Besser als nicht. Ich glaube, die Zeit ist nicht viel mehr gewesen. Ja, 5 Sekunden. Ja, 5 Sekunden Rückstand. Und dann sollten wir eigentlich das Rennen können fahren. Und in dem Fall von der letzten Position an. Vermute ich mal. Weil wir ja Letzte gewesen sind im Qualifying, so quasi. Im ersten gerne mal ein bisschen anschieben. Wir haben da glaube ich nicht so ein schlechtes Auto ausgelesen, macht zumindest mal halbwegs mitheben mit den Konkurrenten. Wollen ihnen vorbeiziehen, haben den aber leider bereicht. Eigentlich nicht wollen. Da hat uns jetzt Zeit gekostet, das war nicht gut gewesen. Schön den Weg abgeschnitten. Sieht eigentlich gut aus, für das erste Rennen wenigstens. Es gibt einmal 9 Punkte. Und dann würden wir uns natürlich gerade aufmachen zum zweiten Rennen. Bonuspunkte gibt es da noch, weil wir Erster geworden sind, gibt es ein bisschen Geld. Auch immer schön. Nächster Lauf natürlich. Kostenlose Qualifizierung. Ja, müssen wir fast machen, weil wir das Rennen nicht starten sonst. Da sieht fast aus wie die Strecke, wo wir in der Lizenz gefahren sind. Oder meine ich jetzt da nur?
Mal, das ist glaube ich schon die Strecke. Schau, ob die Zeit etwas wert war. Ja, nicht. Ist auch 4 Sekunden. Tja. Wenn wir halt wieder vom letzten Platz aus starten. Da ist der High Speedwing mal, da ist die Strecke, ja. Mich nimmt es wunder, wie die so schnelle Runden anbringen, wenn sie da am Start langsamer sind als ich. Finde ich ein bisschen komisch, aber okay. Ist so, weil ist so, oder? So schön gewesen da. Harter Fighter und erster Platz. Jetzt fest antrifft die Kurve, sind Gegner wieder näher gekommen, wir sehen es im Rückspiegel. Jetzt blockt er uns da gerade auch schon. Mit uns abdrängen. Dann hätten wir das zweite Rennen auch hinter uns gebracht. Und dann wird noch eins anstehen. Ist leider schade, dass der gleich wieder hinter uns ist, aber wir hätten gleich einmal 6 Punkte Vorsprung. Also wenn wir Zweiter werden, dann die letzte Strecke, dann sollte uns der Gesamtsieg eigentlich trotzdem sicher sein. Und da können wir die Strecke in dem Fall auch zuerst wieder anschauen mit der Qualifying-Runde oder Testrunde oder wie er heisst, da. Qualifikation. Wahrscheinlich werden wir wieder vom letzten Platz starten, aber wir fahren jetzt einmal, nehmen wir die Strecke mal gesehen. Sicher nie schlecht. Ich habe da vorne eine ganz böse Kurve und dann eine böse S-Schikane rein, wie das aussieht. Ja, das war jetzt auch schlecht gewesen da. Da habe ich jetzt viel Angst vor dieser Kurve. Der ist auch nicht so schön.
die ATS-Schikane da jetzt auch in sich. Mal schauen, wie gut das da im Rennen kommt. Dann haben wir da über 10 Sekunden Rückstand in der Qualifikation. Da ist noch mehr. Ja, ist jetzt etwa fast 20 Sekunden Rückstand. Ah nein, 10. Mit 10 bin ich nicht mehr so schlecht gewesen. Gut, dann tun wir mal schauen, ob da im Rennen eine Chance haben. Also 2 Kurven, wo wir recht abbremsen. Da alle von Anfang an schon schön Windschatten fahren. Ich glaube, das Windschattenfahren hat da noch gar nicht so viel gebracht im GTA 1. Also eine Kurve hätten wir mal geschafft, die dann nochmal einmal kommt. Werden wir noch geschubst von ihnen. Der Schikane wäre auch ziemlich gut gelungen jetzt, besser als im Qualifikationsversuch. Die Kurve war dafür nicht so schön gewesen. Der Gegner probiert uns da außen zu überholen. Kommt aber leider nicht ganz an, weil ein Power ein bisschen fehlt vom Auto. Wenn wir gut das Auto ausgelesen haben, da zum Start, so wie es aussieht. Ja, das ist jetzt ganz schlecht gewesen, wo wir jetzt hier zusammengefahren sind. Ja, man hat den Gegner schon und da ist gerade auch scheiße. Ja, da könnte uns der Sieg kosten. Ja, da wird uns der Sieg kosten, da, die Kurve. Das ist jetzt gar nicht schön gewesen. Aber vielleicht werden wir noch Zweite. Den ersten werden wir nicht mehr holen. Das Kurve ist unser Verhängnis geworden. Ah, wäre knapp, bitte. Ja, ja. Gut. In Extremis noch. Aber die S-Kurve dort war Katastrophe gewesen. Die erste Runde ist eigentlich noch gegangen, aber die zweite Runde ist ja scheiße gewesen. Dann müsste uns da eigentlich mal ein bisschen Geld geben. Und da könnten wir uns natürlich dann auch ein besseres Auto leisten für die nächste Folge.
Aber ich glaube, da werden wir wirklich dann in der nächsten Folge anschauen. Herzlichen Glückwunsch! Neuen Wagen gewonnen. Ein Auto haben wir auch noch bekommen. Ist dann einfach wie in den neuen Titel auch. Also wenn du die Rennserie abschließt, ist das auch noch ein Auto überkommst. Das ist auch etwas, was ich nicht gewusst habe. Da könnte man dann natürlich auch nochmal fahren, um nochmal ein bisschen Geld zu machen. Und sonst müssten wir jetzt sicher die beiden Angöpse mal noch fahren. Jetzt möchte ich aber gerne mal noch wissen, was es denn sonst noch geht. Ja, Zeitrennen machen wir sicher nicht. Nein, da kannst du einfach die einzelnen Bahnen fahren. Etappenrennen, ich weiß nicht, ich glaube keine Lizenz erforderlich. Ja, da machen wir auch nicht. Und dann hat es die da noch, stimmt, da müssen wir verschiedene Eutel haben. Frontantrieb, Heckantrieb, 4x4 und Leichtgewicht. Also stellen wir uns das nächste Mal dann mit einem von diesen Göps da ausprobieren und nachher wäre dann schon bald einmal die nächste Lizenz dran. Somit wäre es für die erste Folge. Vielen Dank, sind ihr dabei gewesen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like oder ein Abo da. Vielen Dank und man hört sich.